Der Endkampf gegen Odi möge beginnen. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards bei einem, naja, so neuen Part, aber dummerweise auch neuen Fight, denn mir ist währenddessen die Wii abgestürzt. Natürlich war also davon Arsch und so. Naja, sie haben nicht viel verpasst. Es war gar noch ein Zug, den ich machen konnte. Ich war schon in Führung da mit den, was hat er gemacht? Genau, Kribbens noch gerufen, dann noch auf der Hand. Dann noch eine Synchrobeschwörung gemacht und so, sprich Goyo-Werte gerufen, hatte Feldvorteil, konnte gut blocken und dann plötzlich, wie abgestürzt. Toll, nicht wahr? Naja. Was soll's? Also mein Ziel ist ja nebst dem Gewinn natürlich, auch den Sternschnuppendraht zu beschwören, obwohl die eigentlich der roten Nova-Drache, die vor allem von den 5 Götterdrachen eigentlich besser wäre, weil bis ich den rufen kann, habe ich sowieso schon 3 bis 4 Empfänger auf dem Friedhof, sprich ich habe die notwendige Power, die ich dazu brauche. Aber ja, mal gucken, wie es dann hier so abgehen wird. Die Zeit ist gekommen. Ich verlange nichts weiter, ich werde die Welt beherrschen und sie als Schoß zur Geburt der Götter verwenden. Nun sei wie ein Kind für mich, mächtiger Duelland. Sag mal, hat die irgendwelche Mutterkomplexe? Was ist das mit dem Stöhnen? Jetzt, das kommt für mich wie ein Kind? Hä? Alter, was ist die von Starthand? Ist klar, die 3 Tribut-Monster auf der Hand. Ey, wollen wir verarschen? Weißt du was? Ich setze eine Karte verdeckt im Ende meinen Zug. Auch wenn ein jetzt natürlich einen 5-Götterdrachen beschwört, bin ich am Arsch. Da muss man zugeben, aber es. Naja. Wird zur Situation passen. Oh, wer sagt's denn? Na gut, die Fusion alleine reicht noch lange nicht. Das wird noch lange nix. Du armer Wicht. Hä? Oh, was macht sie jetzt? Der rotäugige Lindwurm, den gibt's ja auch noch. Und da kommt schon eines der Lieblingsmonster, der finstere Metalldrache. Du. Und ein Drache kommt aufs Feld. Sag mal, Alter, was treibst du dort? Die hat 2 finstere Metalldrachen auf der Hand. Ja, soll ich mal schon mal einen Grabspruch verfassen lassen, oder was? Alter, ist klar. Die perfekte Starthand. Ich habe die beschissenste Hand ever. Mal toll, was die machen können. Ja gut, die hätte vielleicht beide sogar rufen können. War Trickreich plus Energieriesen. Oh, jetzt hier anfangen sollen. Toll. Fast da vorbei. Vorbei. Na, warte, Kleines. Jetzt bin ich gleich dran. Erstmal ist die Karte down, weil was sie macht, ist natürlich schön und so. Waren schöne Effekte. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt den Feldvorteil an mich nehme, hat sie ein kleines Problem. Sehr gut, dann Aufschlag haben wir schon mal. Jetzt rufe ich erstmal einen Cyberdrachen im Angriffsmodus als Spezialbeschwörung. Dann spiele ich noch die freundliche Wohltat. Okidoki, ist nicht gerade das, was ich unbedingt wollte, aber es könnte trotzdem aufgehen. Sehr schön, mit einen vernichten im Kampf, einen anderen so zerstören und zwar mit Aufschlagen. Kennst du Aufschlagen? Der ist besser. Und wer geht so? Gut, nämlich als Spezialbeschwörung mal den Trickreichen, legt dafür den Energieriesen ab. Tut mir leid, Kumpel, natürlich gerne normal beschworen. Natürlich spezial beschworen, aber das geht heute irgendwie nicht. Und dann spiele ich gemeinsam, sind wir stark. Nicht Tony Stark, ne, sind einfach nur mega stark. Na, was du kannst, kann ich schon lange. Trickreicher, greife an und vernichte den rotäugigen, finstere Metalldrachen. Ist das alles? Ach, du wirst ja gleich wundern, ey. Versuch doch erstmal dann noch was zu machen. Und der Cyberdrache-Angriff. Das heißt die Macht einer Seele. Naja, eigentlich eher meiner Starthand. Ja, ich weiß gerade auch, habe gerade auch überlegt, irgendwie vielleicht Spalt abzuwerfen und dann dafür
die Tomate auf der Hand zu behalten, die abwerfen, hätte mit mir Energieriesen nochmal angreifen können, aber wisst was, wäre ein bisschen heikel gewesen. Was ich gerade merke, eine Zauberkarte, die uns unbedingt noch fehlt, ist Top der Trägheit. Die wäre in diesem Deck so genial. Die Frage ist gegen was? Ein Silberflügel vermutlich. Ein Silberflügel ist eine coole Karte, aber bringt so wenig was. Oh. Spielt zum Angriffsmodus, wieso? Auch deswegen. Monster, Spezialbeschwörung. Ich habe eine Vermutung, bitte nicht. Nicht den schwarzen Rosendrachen, nein! Das kann's nicht bringen! Ah, puh. Glück gehabt. Ja, was macht er mit dem? Er schickt mir jetzt, oder zerstört er sie? Zerstört sie was für eine Karte ab? Zerstört meine... Achso. Das wird eine Zauberkarte zerstören. Ja toll, ist mein Zauberdrache im Arsch. Oh, da hatte... Was, er kann Monster zerstören auch? Da hat er keine Fallenkarten. Ja, kommt nicht drauf an. Toll. Ja, das riechen, was? Schon doch gleich Spalt. Karte ist am Arsch. Was soll ich denn machen? Vorher riecht ja, genau die Karte brauche ich jetzt. So, erstmal Spalt aktiviert. Etwas, was mich allgemein ein bisschen Yu-Gi-Oh! Stört, ist, dass es einfach keine Karten gibt, mit denen wir zum Beispiel beide insgesamt nachher 5 Karten auf der Hand hätten. Können wir das Spiel viel schneller machen, wir können viel mehr Kombinationen spielen, aber so. Also beide die ganzen Karten abgespielt. Ja, und jetzt, wie geht's weiter? Ja, genau, siehst du. Das ist doch lame, Freunde. Eine kann nach der anderen spielen, das Duell kann eine Weile dauern. So, Zombie, du machst dich besser auf dem Friedhof. Das ist sowieso nichts Neues. Ich brauche vielleicht später noch. Überleg gerade, überleg. Also muss Monster-Animation und auch vorzeitige Beerdigung. Wieso müssen die... Ich sagte es gerade, bei 3 spielen müssen, war. Ne, weil wir froh müssen, die beiden Karten müssen die verboten sein hier. Das ist so unfair. Aber der Gegner spielt es sowieso. Aber egal. Aktivieren wir mal Golden Sarkophag. Was ich jetzt eigentlich rausspielen will, kombinationmäßig. Mein Ziel ist immer noch Sternschnuppendrachen spielen, sprich ich brauche sicher mal... Das war jetzt auf dem Friedhof, Scheibenkleister. Also den brauche ich sicher mal, kann ich zumindest mal Tempo-Synchron... wer ist schon wieder? Keinen Namen. Formelsynchron, dankeschön, wir gehen wieder ein. Formelsynchron, genau, können wir jetzt mal den rufen, ob ich nachher einen Sternstabdrachen rufen soll. Ah, doch, das geht. Ich habe ja... War Schrei der Untoten, genau, weil ich habe eine Stufe 6 Monster auf dem Friedhof. Plus den, aber nach Sternstabdrach, das geht alles. Ja, toll, wir nehmen uns die Karte früh aktivieren. Oh. Das ist doch fies. Das Problem ist, einen Sternschnuppendraht zu beschwören, ist, dass die einzige Karte mit das machen kann. Nur die plus Endersynchron, alles andere geht nicht. Ja, treuer Schwerk unten hier ist Magna-Drache. Versuch nochmal. Bitte greif's Verdeckte an. Nein, nicht mal Spielmarken. Alter, ich will doch Endersynchron nachher spielen. Ach, du bist so eine Tussi. Ja, sorry, aber ist doch wahr. Ich will voll die geile Kombination spielen, euch unterhalten. Ja, was passiert hier? Ein Scheibenkleister von passiert. Okay, auf mal Break im Angriffsmodus. Hat aber Glück und ist nicht gleich eine Karte. So Glück gehabt. Vermutlich ist verdeckte Karte entweder Macht des Spiegels oder eine ähnliche Karte. Haha, hätte wetten sollen. Okay, was mache ich jetzt? Zombie brauche ich hier nicht. Ich will ja immer noch den Stern Schnuppendrachen beschwören, sprich, ruf den mal so. Wobei, manchmal Stufe 6. Das geht ja trotzdem. Das geht ja trotzdem. Das ist ja Stufe 2. Mann, bin ich doof. Beinahe die ganze Kombination versaut. Und zu. Gojo-Wächter! Und den rufe ich im Angriffsmodus. Juhu!
Sehr schön. Hol ich meinen Magnetdraht auf meine Seite. Weil damit habe ich einen Stufe 2 Empfänger. Juhu. Und das tut jetzt richtig weh. Ah, das macht an der Seele. Ja, immer noch. Wir holen langsam auf, Freunde. Du, du. La, 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 la. So, ich habe klar einen Feldvorteil. Jetzt bist du schon irgendwie den Drachenspiegel beschwören oder so, weil sonst sieht es ziemlich mies für sie aus. Für die olle Schreckschraube. Sie macht gar nichts und das bedeutet, Freunde, es ist Zeit für unseren Zug. Sehr schön, jetzt kriegen wir Endersynchron auf die Hand zurück. Und dann rufen wir ihn gleich mal im Angriffsmodus. Der Endersynchron, gut. Dann stimme ich ihn mal auf meine letzte Spielmarke ein. Und rufe als Synchrobeschwörung. Formelsynchron. Yeah, man. So, der Effekt sieht zwar nicht, aber dafür kann ich seinen Effekt aktivieren und noch eine Karte aus dem Deck ziehen. Teuflische Kette ist doch auch ganz nice. Sehr gut. Und zum Abschluss. Zurück, ihr könnt immer noch hinrufen, einen roten Oberdrachen, alles. Aber nee, wir machen so. Und Gojo-Wächter und Synchrobeschwörung. Siup. Sternstabdrache. Flieg herbei, mein mächtiges Ungeheuer. Im Angriffsmodus. So, und wir können jetzt Sternschnuppendrache beschwören, machen wir jetzt aber nicht. Weil ich habe vor, direkt mal 2 Effekte in diesem ja, Part natürlich auch in diesem Duell zu aktivieren, die wir bis jetzt noch nicht aktivieren konnten. Sprich zum einen Effekt von Sternschnuppendrachen, also Beschwörung natürlich zum allerersten Mal. Aber auch noch die Beschwörung, oder, nee, gleich umgekehrt, die Beschwörung des Sternschnuppendrachens und den Effekt von Formelsynchron. Das ist mein Plan. Das müsste ja klappen, wenn nicht, bin ich nachher sauer. Weil hier steht, es klappt. Okay, Zug beendet. Teuflische Kette deswegen, falls ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt doch noch 5 Götterdrachen beschwören, kein Problem, wir haben die teuflische Kette. Ist jetzt eine Karte verdeckt, ja, mach das bloß. Ich aktiviere die besondere Fähigkeit vom Formelsynchron. Nö, das nicht. Und nun rufen wir zum überhaupt ersten Mal in diesem Let's Play als super schnelle Axel-Synchro-Beschwörung, wie sie ja im Anime heißt, aber spielt jetzt keine Rolle. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben. Den Sternschnuppendrachen. Nope, das lassen wir jetzt mal. Okay, die habe ich jetzt noch. Muss ganz kurz überlegen, Freunde, weil sein Effekt zieht darauf ab. Das ist sowieso cool. Er hat 3 Effekte und jeden kann ich pro Zug aktivieren. Also, zeigen die obersten 5 Karten eines Decks vor, mischen ins Deck zurück und die maximale Anzahl der Angriff dieser Karte in diesem Spielzug entspricht der Anzahl der vorgezeigten Empfängermonster. Ja, natürlich doof, wenn ich jetzt da 0 in den nächsten 5 Karten habe, sprich auch, er darf 0 mal angreifen. Das ist natürlich ein little bit doof. Wollen wir natürlich nicht. Dann die Aktivierung eines K-Effekts, er kann ein Spiel zerstören und zerstört die Karte. Annullieren, als Spezialbeschwörung. Ja, also 5 Götterdrache als Beispiel. Könnte man so machen. Natürlich hier noch einen weiteren Empfänger. Ist doch noch der gute alte. Wo ist er jetzt? Der Zombie, oder? Genau, der wäre hier noch. Also, wir haben 2 Empfängermonster auf dem Friedhof. Ja, der zählt nicht dazu. Das heißt, ich habe noch Finns Resonator im Deck, ich habe noch Krümel Synchronisierer im Deck, ich habe noch Krebons und Stufe 4 Monster, Nebeltal, Geflügeldings. 4 Stück, sonst 20 Karten, ich riskier's.
So. Ah, bereits einmal, sehr gut. Das ist keine. Da ist auch keine. Da ist wiederum nichts. Und ja, okay, da heißt es auf einmal angreifen. Ja, immerhin, also, war einfach mal nicht den Effekt zu sehen, was? Alles klar, Freunde, es wird Zeit, das Duell zu beenden. Und vielleicht sogar das Let's Play, je nachdem, wie lange das Let's Play auch dauern möge. Ja, nicht übertreiben, ist nur ein Angriff. Und das war's für Odin. Warum widersetzt du mich mir? Warum kannst du es nicht akzeptieren? Weil er vielleicht auch mal einen Stolz habe? Pff. Tussi. Boah, Alter. Das war einfach nur krass. Und wir haben es geschafft. Wah! Warum? Warum? Verstehst du nicht? Yusei, Fudo. Deine Seele ist schon vor tausenden von Jahren verrottet. Was? Du bist ein Gefangener deines eigenen Größenwahns. Du verfluchst einfach nur die Welt seit tausenden von Jahren auf dem Meeresgrund. Und dann ist deine Seele verdorrt. Sie verschwand und ist schließlich komplett verrottet. Eine derart gefangene Seele konnte ihre Kraft niemals beibehalten. Nur eine Seele, die an die Zukunft und emotionale Bindungen mit Freunden glaubt, die sich nach vorn bewegt, kann stark bleiben. Ah. Genau, mit einer verrotteten Seele kann man keine guten Duell ausfechten. Wie habt ihr... Hey, als du auf das Duell konstruiert warst, haben Yusei und Jack die Trainsender besiegt. Ah, welch ein dummer Fehler. Nun, da wir das erledigt haben, könntest du uns sagen, wie man hier rauskommt. Nein, warte. Vorher würde ich gerne wissen, was du über die finsteren Auserwählten weißt. Ich möchte wissen, warum du Informationen über die Ergebundenen und sterblichen Karten hattest, obwohl du kein finsteres, auserwähltes Mal auf deinem Arm trägst. Ich habe die zum Aufrechterhalten einer immerwährenden, integren und geordneten Gesellschaft nötige Kraft komplett erforscht. Okay. Wie es ein nach Wissen Suchender tun würde. Dabei habe ich von den Auserwählten, finsteren Auserwählten, den feuerroten Drachen und erdgebundenen Unsterblichen erfahren. Ich habe mit eigenen Augen erlebt, wie der feuerrote Drache gegen erdgebundene Unsterblichen gekämpft hat. Du hast einen Kampf von mehr als 100.000 Jahren erlebt? Die Macht der Götter liegt sicherlich außerhalb des menschlichen Verstands. Macht, die meine eigenen Schöpfungen wie Kinderspielzeug wirken ließ. Deine Macht wird nichts im Vergleich zu ihrer? Aber du hattest die ganze Welt in deiner Kontrolle. Wie viel mächtiger mögen die wohl gewesen sein? Ihre Macht war absolut. Es gab keinen Vergleich. Es war einfach absolute Perfektion. Und doch wolltest du sie erlangen und selbst die Probleme mit dem Erhalt deiner einst verrotteten Seele in Kauf nehmen. Ich habe von der Möglichkeit ultimativer Macht jenseits aller Vorstellungskraft erfahren. Gewaltiger als dieses feuerroten Drachen und der erdgebundenen Unsterblichen. Das Potenzial für eine wahrlich ultimative Existenz. Das Absolute wird schließlich übertroffen. Und wenn sich die Umstände ändern, wird es immer wieder übertroffen. Bindestrichfehler. Der Vorgang läuft bis in alle Ewigkeit. Diese Sehnsucht nach Macht hat mich angetrieben. Der Grund meiner Existenz war die ewige Suche nach mehr Macht. Dann war es nicht eine Verbitterung, die dich tausende von Jahren antrieb, sondern die Beherrschung der Welt. Im Grunde genommen ist es so, wie Yusei es gesagt hat, du bist ein bemitleidenswertes Wesen, gefangen in deinem Größenwahn. Wir brauchen dich nicht mehr, also kannst du jetzt zusammen in deiner Insel verrotten. Typisch JK. Habe ich es nicht erwähnt? Ihr werdet mich begleiten. Was? Ja, meine Hoffnungen und Pläne zerstört. Alles. Glaubt ihr, ich lasse euch jetzt einfach gehen? Schön wär's gewesen. Ey Leute, ruft eure Drachen, dann fliegen wir raus. Ursprünglich wollte ich nur die stärkste Seele haben und die Insel verlassen. Aber scheinbar habe ich die Lage falsch eingeschätzt. Du, hast die größten Nullanten auf die Insel gelockt, um sie zu vernichten? Natürlich. Selbst die unbedeutendsten Gefahren sollte man ausschalten. Wie es aussieht, werde ich mit euch allen untergehen. Pah, wer will dich schon begleiten? Ja, jetzt versucht des Widerstands im Angesicht des
Heran an den Moment der Wahrheit. Kannst du nichts unternehmen, Jose? Ich weiß nicht. Aber auch kann ich immer. Nun haben wir genug geredet. Erlebt euren Niedergang, Duellanten. Das läuft irgendwie aus dem Ruder. Da kannst du laut sagen. Jose, was sollen wir tun? Entschuldigung, die falsche Synchronisationsstimme. Wo ist der Ausgang? Hier drüben, schnell! Quatsch? Hat doch keinen Quatsch. Miss Atlas, wir haben ein Boot. Wir haben ein Boot, schnell. Okay, gut gemacht. Los, gehen wir. Scheiße, komm mir. Was wirst du jetzt tun, Odin? Wie könnt ihr es wagen, mich zu bemitleiden? Wie könnt ihr so jämmerlich bescheiden in der Hinsicht sein? Was? Verstehe ich nicht ganz. Jose, die Wände stürzen ein. Ja, ich komme. Weg hier. Weg hier. Ist es das nun? Mein Zeit gekommen? Meine Träume, meine Hoffnungen, alles, was ich je besaß, dies alles war gar nichts. Scheinbar nicht. Tschüss. Dämlicher Beachmann. Ja, wir haben es geschafft. Los, hier entlang. Puh, alter Schwede. Das ist es, das Boot. Super, wir haben es geschafft. Die anderen Duellanten sind alle an Bord. Schnell, steigt ein. Sind alle an Bord? Okay, los geht's. Oh je, Leute. Puh, das war aber knapp, Mann. Jetzt können wir nach Hause, oder? Ja. Aber Welly. Haben wir mal gesucht, kann ihn aber nirgendwo finden. Armer Welly. Was ein schreckliches Ende. Was? was ist denn so lustig, Jose? Welly ist nicht mehr da. Was meinst du mit nicht mehr da, Mann? Ich bin doch hier. Welly, du lebst noch. Ich will doch nicht gehen, ohne auf Wiedersehen zu sagen, oder? Jose hat mir geholfen. Dank, Michael. Wieso dank mir? Was hab ich gemacht? Das können wir alle gemeinsam nach Hause fahren. Ja. Die Schlacht liegt hinter uns, wir kommen nach Hause. Aber der Kampf geht weiter. Die Finstern Auserwählten. Letztendlich haben wir nichts viel erfahren, oder? Stimmt. Ja, wir haben einen neuen Bund geschmiedet. Michael, wenn du nicht gewesen wärst, würden wir jetzt auf dem Meeresgrund liegen. Danke dir. Nur kein Problem, Mann. Du bist unglaublich, Michael. Du kannst sogar Jose besiegen. Nein, vergleich zu Jack war ja eher ein bisschen schwach. Hey, du lebst doch erstmal mit mir. Waren aber ganz miese Erfahrungen. Das sind doch schnell verloren, oder? Nur noch ein Chance, erstmal gewinne ich. Erstmal habe ich aber verloren. Aber ist egal. Auf keinen Fall, Mann. Keine Angst, Michael. Wenn alles geklärt ist, werde ich dich und Jose nochmal herausfordern, um zum King aufzusteigen. Wartet nur. Ich will auch eine Revanche, Mann. Oh nee, bloß nicht gegen Quo. Alles bloß lass nicht. Ja, Michael, ich will mich auch nochmal mit dir duellieren. Oh, Menno, Menno. Super, kämpfen um das Recht, Michael herauszufordern. Ist klar. Ach, wisst ihr was, wir nehmen es allem doch gleichzeitig auf. Kein Problem. 4000 DP, neue Karten ansehen, ist klar. Oh, meine Freunde, was war das für ein Part? Gott, der göttliche Soldat. Ja, kann überhaupt was? Ruin, können die das vergessen? Ja, natürlich, wenn es Ruin getrieben wurde. Tötis, Göttin des Lichts. Okay, der Schöpfer. Schön, schön, schön. Das war's, Freunde. Was? Das war's echt schon? Okay, dass jetzt die Quest aussieht. Freunde, das war Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Jetzt ist es eigentlich schon vorbei, aber ups, Entschuldigung, mal gerade der Sandschock. Ganz kurzes Fazit noch, also duellantentechnisch, sage ich jetzt mal, vom Spielprinzip her, von der Geschwindigkeit her, mittlerweile einige Yu-Gi-Oh! Spiele gezockt und viele hatten manchmal das Problem, vor allem solche auf dem 3DS und so, es oftmals irgendwie dann ja, ziemlich ruckelig war und dann irgendwie ja mal zwischendrin plötzlich mal auch wegen der Angriffen und so, dass der plötzlich ziemlich langsam war und so, aber hier war jetzt gesamther nicht das Spiel selbst, das Kampfsystem war ziemlich flüssig, es ist halt, wie es generell der Fall ist, es waren halt ziemlich viele Dual Packs dabei, wo man Karten aussuchen konnte, teilweise haben wir halt lange gesucht, aber das ist normal, das ist in jedem Spiel so, dass man halt lange, also viel DP investieren muss und lange suchen muss, bis man halt die richtige Karte hat, die man auch will. So gesehen, soweit ganz cool alles, da kann ich nichts meckern, auch musikalisch alles supi-tupi. Ein bisschen,
Ja, schade fand ich es halt, dass nicht alle Monster, auch nicht Obelisk und so, dass die keine Animation hatten. Manche hatten es, manche Synchromonster, andere nicht. Zum Beispiel Flamelurkis hatte keine, der Goyu-Wächter hatte welche. Fand ich teilweise echt ein bisschen schade. Was ich aber echt doof finde, und deswegen ist das Spiel garantiert nicht mein Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Spiel, ist der Story-Modus. Ich meine, sorry, es war erstmal zu kurz. Also Story selber, ich meine, klar, es waren viele Ebenen und so, nicht wahr? Sind ja immerhin über die 90 Parts gegangen, aber das Problem ist einfach, es war immer wieder so Duell gegen die Transcend, wieder zurückgekommen, die muss man wieder besiegen, weil sie den Weg versperrt haben. Alter, das war so mühsam. Ich habe echt teilweise gedacht, ich muss Offscreen machen, weil es sonst lange dauert und so. Das war echt mies. Also so etwas, nee, dankeschön, storytechnisch. Also wenn ich das gewusst hätte, Freunde, da hätte das Spiel nicht Let's Played. Nee, hätten wir direkt mit Online-Modus gemacht und so. Naja, was soll's, das Spiel ist vorbei. Wir haben daraus gelernt und das nächste Yu-Gi-Oh! Spiel kann ich ja schon mal garantieren, das wird storytechnisch um einiges besser. Wenn ich um einiges sage, meine ich sogar um etwa 500%, Mann. Ja, also mindestens. Das ist dann... nächstes Yu-Gi-Oh! Spiel wird dann Yu-Gi-Oh! 5Ds Reverse of Arcadia sein. Ist zwar ein 3D-Spiel, also grafikmäßig vielleicht ein bisschen schlechter und so. Aber dort sicher mehr Animationen, auch die Götter sind animiert besser und storytechnisch sehr viel besser. Was? Nilfheim ist in einem versteckten Level aufgetaucht. Oh, Leute, es geht wieder aus, geht's weiter. Ja, was auch Reverse of Arcadia besser ist Story-Modus allgemein, dass sie halt, ich meine, auch jetzt sind wir halt ein Charakter, der einfach eingetaucht ist und mitgemacht hat, aber, ja, was soll ich sagen, ja, wir haben uns eigentlich nicht selber oft gesehen und so, war eher so allgemäßig in Duellen halt. Wenn auch nicht großen Einfluss auf die Story, und bei Reverse of Arcadia ist es so, da zocken wir eigentlich die zweite Staffel von Yu-Gi-Oh! 5Ds, damit den finsten Auswählen, den man gerade hier sieht, und wir sind eigentlich da richtig eingebettet. Also wirklich, als wäre die ganze Story, die ganze Staffel um uns herum aufgeschrieben. Und das ist ziemlich geil, und wir werden sehen, ist um einiges besser und auch aus gutem Grund eines meiner Lieblings-Yu-Gi-Oh! Was ich aber da Master of the Cards noch so gut halten muss, ist das Intro. Das ist ziemlich geil, also kann durchaus nicht meckern. Und ja, wir haben es auch noch geschafft, alle 5 Drachen ins Deck zu kriegen. Ist doch auch schon ziemlich geil. Also alle 5, eigentlich sind es bereits 6, aber ist ein anderes Thema. Okay, direkt mal weiter gucken. Das ging das geöffnet, nicht wahr? Das gucken wir uns sonst dann vermutlich im nächsten Part noch an. Das Spiel selbst ist ja bereits vorbei, aber ich denke mal, Einzelparts darf noch durchaus machbar sein, und dann mal gucken, was es noch so freizuschalten gibt. Nihheim, Moment. Hülskrialf gibt es ja nicht mehr, wa? Oder gibt es noch? Keine Ahnung. Nilfheim 1E. Oh, 1E, och nee. Ja, wie gibt es denn hier noch? Nein, mal gucken, was ich noch alles mache. Weil es noch geht, ob hier endlich mal die finsten Außenwelten auftauchen. Ich meine, es hat mir bisher nur Misty diesmal aufgetaucht da. Bei Bifrost 7E war ja ganz nice, aber ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann im nächsten Part hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Wo wir dann vielleicht sogar wieder mal ein paar geile Synchrobeschwörungen durchführen werden. Mit vielleicht sogar, neue Monster? Nee, wir haben ja bereits alle durch. Sprich, es geht mit den alten weiter. Und natürlich jetzt nicht nur kartenbezogen, sprich jetzt nicht nur auf das Ziel fixiert, ja, ich muss Sternschnuppe-Drache beschwören und so. Nee, jetzt geht es vor allem darum, das Duell zu gewinnen, geile Strategien auszufechten, den Gegner zu kontern, alles das, was eigentlich Yu-Gi-Oh! Auch ausmacht. Also dann, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!